Voilà, die Damen und die Herren, schönen guten Abend. Sie froh, ich können unzukündigen, dass noch mehr wie 8 Stunden Diskussionen zusammen mit den Sozialpartnern mal het fertigsprücht tun, einen Akkord zu finden. Die Tripartite, die angekündigt ging, weil ich ja auch zusammen mit der Regierungskollegen Engagement geholt hatte, dass van de Stadtdeck als Gift mitdelen, dass bei einer Schockinflationist man giffen nächste Summe kommen oder wenn ein Drittindextranche auch Ende des Jahres gif verfallen, dass man auch giffen zu Summen kommen. Die Konditionen wurden erfüllt und da wenn sie als auch das Reunion organisiert gehen. Wir hatten 2 Bipartiten op dem Monden von den Sozialpartner, von der enger von der anderen Seite. Ich muss aber auch sagen, dass bei den Konklusionen von den Bipartiten kommen, dass es besser ist, dass man an Tripartiten zusammen diskutieren, weil die Experienzen von den Bipartiten haben aber auch eine Vertrauensbasis erschüttert, die nicht unbedingt gut ist, wenn ich will zusammen auch einen Akkord fanden. Dafür sind wir auch ganz froh, dass man fertig spricht schon die Tripartite auch so zu organisieren. Ich weiß, dass ich direkt vorstellt, wo da alles Ordre du Jour, neben den 2 Punkten, die waren. Schon auch den Sozialpartner erklärt, dass die 2 Punkte sollten geklärt gehen. Das heißt eigentlich die Kompensation von der Indextranche und dann auf der anderen Seite die Verlängerung oder nicht oder die Phasing out von den Mesuren, die an den Energiepreisen stattfinden. Constat, dann auf den 3. Punkt angehen, als dass die letzte Tripartite, wo man auch Mesuren geholt haben, für die Energie mitgesprochen wird, dass wir am Moment die niedrigste Inflation in Europa haben. Wir haben mit 5,8% die niedrigste Inflation auf europäischem Niveau. Und ich meine, wir sollen uns alle guten darüber freuen, soll ihr wissen, dass Inflation bis über 20% in verschiedenen europäischen Ländern auch sind. De Moien Hummer auch matgedeelt ich mein, für uns die Gewerkschaften, die als den Tableau gehen hun, das war keine neue Mesure geholt verginnt nächstes Jahr. Do wo Lützeburg der Champion war am Anfang von der niedrigsten Inflation der Tisch, von den Inflationskurve geguckt ist, wo man ganz die Last waren, lo am Peloton de Tête gewesen wäre von denen, die am höchsten Inflation auch gehabt hätten. Just als kleine Prämisse wollte ich das dort so. Dann als ja auch Diskussion opkom, ob es soll über eine Adaptation von der Progression, also am Barem, eine Anpassung vom Barem auch diskutieren. Wir sind dann schon durch den Sozialpartner der Moyen mitgedeelt, dass dann unseren am Moment, wann in den Sozialpartner nullläuft, eine große Interrogation bei vielen Leuten als was können wir als nach leisten, an wie können wir am Anfang auch an der Grund von Patronsseite auch bei verschiedenen auch gucken, dass die Leute mehr so am Portefeuille haben, wenn man das erlauben kann, so zu resümieren, für das auch Kaufkraft bleibt bei dem einen oder auch bei dem anderen. Wir haben ein Constat gemacht, die können sich ja vorstellen, ich bin nicht der Sprecher weder von der Gewerkschaft noch vom Patronat, dass die Analyse von all den Zöllen nicht unbedingt immer dieselbe Konklusionen mit sich bringt von der einen oder von der anderen Seite, mit Konklusionen, wo auf jeden Fall, dass auch heute stärks eine Adaptation vom Barem auch noch mit anderen Mesuren, weil zum Beispiel das Logement kann ich nicht so, dass wir aber auch nicht am Logement aber ein Problem haben, und dass wir da so zusammen Lösungen fanden, sollen auch ein du Jour holen. Dafür haben Stunden dezidiert, neben den 2 Punkten, die Ordre du Jour stehen, auch mehr breit abzumachen, für zu gucken, wie man konkret an einer Situation, an der das Rolle von einer Regierung. Wo eng Situation als schon ich de Logement gezielt, hun ich aber auch den Kafen, also de pouvoir d'achat von den Leuten auch erwähnt, wo es aber auch wichtig ist, dass man können Drops reagieren. Da wenn sie Hummer angefangen, aber wenn ich chronologisch angehen, mit dem nächsten Punkt, wo die Kompensation von der Indextranche, die selon dem Stadtdeck am Oktober an einem Szenario zentral auch fallen. Da wird man über die Mutualität auch vor
Joren den Herr Hagen huet du auch dem Modell ausgeschafft an das auch Approbation vu Patronsseite die werden Jolo nach gesinn fir dat eben noch nach ganz fest dass den Motor von ungefähr 120 Millionen mit ich wo schon am Akkor auch viel gesinn net dass dat neu as der toten ass am Fong den d'Applikation vun dem Akkor dem er auch gleichchte Kreier nachschriven hunn. Beim Phasing out von den elektrischen vom Gasdeckel, also Preis. Wir hunn d'Analyse gemerk. Et ginn eng Rëtsch vum Modell aber eng Phasing out kenne jo dann zum Beispiel so, dats man ab Januar gifen 10% raufgoen, dann 20% raufgoen, dann 30% raufgoen. Den Energieminister de Kulturmes huet als ganz genau erklärt, dass wenn man den 1. Januar just die 10%, wenn man den Deckel oder net hun da geht drauf, der Risk besteht, dass den elektrisch Preis sech verdurbelt. Verdurbelt. Das ist eine Realität um Terra so wie die Situation am Moment Marché ass, dass wann die mesure den 1. Januar nicht integral weitergeht, dass dann den 1. Januar die Preise vom elektrisch riskieren zu verdoppeln. Die Risiko will kein. Die Risken am noch als Regierung, wenn man desideiert tun nur die lange Gespräche mit den Sozialpartner, dass man da, wenn sie die Mesuren empfangen, die man das Jahr geholt hat, nächstes Jahr verlängern. Für das ganze Jahr, was man sich bringt, dass man auch eine Inflation kriegen, selon das Szenario zentral vom Stadtdeck von 2,8, 20 bis nicht ihren, die dann auch viel an ohne so Mesuren, wirklich ganz andere Zahlen, hätten die auch viel mehr hoch auch sind natürlich das eng mesure die greife geif die auch de Leiit direkt hëlle vergeif schon ich Beispiel geholl wenn man de mesure net hhöllen ass der Ris dass am Januar d elektrisch Rechnung vum Konsumateur sech verdurbelt. Realität. Wir mussten darauf reagieren dafür ass den Akkor ze Summe front gin den am Interesse vun enger niedriger Inflation wie für allem auch am Interesse vum Kontribuabel, den dann den 1. Januar Banker mat so Rechnungen konfrontiert wären. Bei dem ganzen Kader will ich aber auch erinnern, dass ihr wisst, dass man verschiedene Prämissen und die echt Prämisse als ich mein Finanzminister dadurch an den letzte Woche schon angekündigt, dass der Sput nicht unendlich ist, dass man auch als ein Ziel gesagt haben am Koalitionsakkord für nicht über 30% Schuld auch wollen zu machen. Das eben auch, das sind die Prämissen, die auch wichtig sind, und das auch am Akkord, mit dem wir da die letzte Woche noch gesucht haben, wo die verschiedenen Pisten konnten auch zurückbehalten gehen. Die Anpassung vom Barem als eine Realität, an, wo viel diskutiert ging, aber wo wir zur Konklusion auch kommen sind, zusammen mit dem Sozialpartner, dass wir eine Adaptation von der Steuertabelle ab dem 1. Januar 2024 auch machen. Du gibt es nämlich auch ein Gesetz, das heißt Wandgesetz am Anfang von 2006 aus den Textmengen ist, dann wir, wann den DGIF applizieren, wird 2,5 Mol auch ein Indextranche gefallen. Das ist die einzige Kompensation, die am Anfang legal, wenn in den Text guckt, den am Moment nicht gibt. Den am Moment nicht gibt. Mehr aber ob Druck von den Gewerkschaften, die auch die Adaptation auch gefroht tun, an nur dem wir als wirklich auch konsultiert tun, dass den Text von den DGIF applizieren auch 2,5 Indexrange stattfinden. Ich weiß, dass einer Zuhlen zitiert gesehen, mehr als den Text, den letzten Text, weil den halt Würzburg auch gegolt wird, den hat dann 2,5. Da das auch demande, die kommen von den Gewerkschaften, für die dann auch an der Steuertabelle auch zu adaptieren. Für das Jahr können man nicht. Das wisst ihr, mit das Jahr als auch mit dem Sput, den wir haben, ob zweimal eine Indextranche, wo die Adaptation dann auch stattfindet, wo sie ungefähr plus ou moins geguckt an der Richtung, und das wird einfach eine Adaptation vom Steuerbarem auch mit sich bräuchte hat. Und das wird dann auch der Steuerkredit, den das für 2023 gibt, den dann noch rückwirkend ab dem 1. Januar auch schon zielen. Was für uns auch wichtig war, und noch wichtig war für die Gewerkschaften, aber auch für die Patronat an einem gewissen Teil, als wenn wir die dort Akkord machen, an schon nach einer Punkte, wo ich drauf werde angehen, also aber wichtig, dass die Leute wissen, dass 2024 den Index nicht normal funktioniert. 2024, sie keine Manipulation etc. Den Index lebt nicht normal. Es wird keine Manipulation vom Index gemacht. Kloster Rendezvous ist, und das ist eben, weil am Moment mit den Mesuren, die wir geholt haben, ein Indextranche, das ist die von Oktober von diesem Jahr, die auf den
weil das auch am Akkord drauf und dann ausbezahlt wird am Oktober, die wird nicht manipuliert, die wird kompensiert bis an den Januar auch von Regierungszeit, das heißt auch nicht über die Mutualität, aber dann wird die ausbezahlt, auch am Oktober wie geplant. Und das Patronat sich aber auch engagiert, dass die nächste Indextranche 2024 nicht nächst an Diskussion kommt. Wir müssen uns einfach engagieren, das verstehe ich auch wie vom Patronat, das wann aber die Situation, weil wir noch ein Szenario Katastrophe, gibt ja ein Szenario Bad, gibt ein Szenario Zentral, wir basieren uns immer auf das Szenario Zentral, und gibt auch das Szenario O, die wir keinem wünschen, aber wo dann die Situation ganz anders wird, dass das einfach ein neues Rendezvous muss auch garantiert gehen. Wir sind der Überzeugung, dass Kaufkraft stärken am Ende von uns alle Guten ist. Nicht von Hai, nicht von Do, nicht von Domi, von uns alle Guten, das am Ende von uns alle Guten, wenn dem Bierger auch besser geht. Bei den Mesuren, die nach kommen sind, wo anscheinend wieder gesagt, der Logement ist von den Punkten, die aber nicht unwichtig sind. Und Madame Minister, ich werde mehr im Detail darauf eingehen. Mir tut der Punkt vom Böllischen Akt, wo es auch für uns wichtig ist, dass eine Anpassung gemerkt wird, die schon ganz lange nicht war. Mit Madame Minister wird mehr im Detail darauf eingehen. Wir werden noch bei den Zinsen, die kann aufsetzen, agieren, da werde ich auch noch nicht mehr im Detail gehen, Madame Backes, da könnt ihr das auch erklären. Und noch am Lokativ Sozial. Am Moment können da ja eine Generation von 50%, da gibt man auch Robsätze für Wert, für die Leute zu encouragieren, auch beim Lokativ Sozial mehr aktiv zu gehen. Wir sind uns bewusst, dass der Lokativ Sozial gebraucht wird, und da, wenn Sie aber mal den Attrait für den Lokativ Sozial können wir groß machen, vor allem, weil die Leute sind, die auch da privat, das sind nicht viel Großpromoteuren, die das machen, aber privat Leute, die das dort noch gerne machen, Mensch, das ist dort noch wichtig, aber vielleicht nicht nur den anderen, aber auch dommer den Incitativen fir méi och als mi grosse Proprietäre ze machen, dann tant mieux. Non obstant dat ganz si immer och der Meinung, dass bei der Photovoltaik, weil man die Leiit noch encouragieren, an die wis ich will net so eng viel Rouge, en viel Vert oder viel bleu ass, hunn ewer immer an der Regierung de Wunsch, dass och beim Bauen bei Encouragement kënnt fir Leiit, dat se och méi an klimafreundlich Strukturen investieren. Und dafür die Photovoltaik, der guter Moment, können da 10 Kilowatt sind auch steuerfrei. Das wird verdreifacht gehen auf 30 Kilowatt. Der Tisch, da sucht Leute mehr Zität, geht für Sachen anzuspeisen, weil darum geht es hier auch an der Reso, weil da ist auch alle guten hilft. An dem Ganzen soll man auch nicht vergessen, dass man geguckt haben, beim Revis auch den RPGH und noch bei den Altersheimen. Wir müssen evitieren, dass bei den Altersheimen tun wir schon letztes Jahr, also das Jahr für das Jahr dezidiert, dass auch Preise von den Altersheimen nicht explodieren. Dafür ist auch dieselbe Stelle, die das Jahr viel gesehen war, auch für das nächste Jahr viel gesehen. Primärenergie geht auch weiter gefördert bis an 2024 und auch dass ein Kredit der CO2-Steuer für die niedrigsten Einkommen, da wird Herr Bausch auch da mehr an den Detail auch gehen. Und dann ist auch nach einer Mesure, die gewichtet wird, die am Moment europäische Kader ist, das bei den Energiehilfen, wo man auch die Selbstdispositionen werden holen, die im europäischen Niveau auch dezidiert gesehen. Die sieht, dass mit den Moyen, die man haben, mit den Mesuren, die man haben, etwas, wo man wirklich geguckt haben, auch dass Sozialpartnerin sich zu fand, und ich will wirklich nicht die Äquation machen, was den einen oder was den anderen kriegt hat, weil der Bild ist, dass man uns Land als Wirtschaft an die Leute, die hier schaffen, weiter stärken. Das am Ende von uns alle Guten, wir können es nicht machen, auch an dem wir so, wir machen Kredit für die nächsten Generationen. Ich meine, immer ein Kontrakt budgetär, die da ist, am Fertigsprüche zu summen, an einem Akkord, und dafür will ich auch den Sozialpartner, merci so, und ich will nicht tun, dass das die schönste Karte ist, den ich mir so gekriegt habe, das aber, dass man Fertigsprüche und zu summen, einen Akkord zu finden, als für mich ein Zeichen, dass man wirklich darum geht, zu summen, Lesungen zu sichern, als Situationen, wo es aber kritisch ist, ganz viel Bierger sich vorstellen, wie geht es mir weiter, mal gemeinsam Lesungen finden, die zielorientiert sind, die es erlauben, als Wirtschaft nicht zu schwächen, mit die es auch erlauben, die Leute, die hier schaffen, weiter attraktiv wollen schaffen zu kommen und auch den Einzelnen zu helfen. Dafür will ich auch den Sozialpartner hier dafür ganz, ganz große Merci, und da gibt direkt der Finanzminister weitergehen. Merci, Herr Premier.
Ja, von meiner Seite auch. Ich bin immens froh über den Akkord, den wir heute konnten finden. Ich meine, die Gespräche, die wir heute hatten, die wirklich an einer exzellenten Atmosphäre auch stattfanden. So Negoziationen, da das dann immer ein Kompromiss an von meinem Point de vue. Und ich meine, da sind wir als alle guten eins, als das heute wirklich ein ganz guten Kompromiss. Das ist ein Paket, unterstützt die Leute, unterstützt Städte, hilft den Entreprisen. Auch, ich meine, als Wirtschaft, an dass die sich weiter auch kompetitiv und attraktiv bleibt, ist extrem wichtig. Wir mesuren am Logement geholt. Wir wissen, dass wir Logementsprobleme haben. Auch da das ganz wichtig. Vielleicht denke ganz kurz den Constat, den wir hier müssen machen, weil wir sind trotzdem nach ganz unsicheren Zeiten. Wir können glücklicherweise so, dass wir nicht mehr von Rezession schwätzen. Wir schwätzen nicht mehr von Stagflation. Wir sind an einem Szenario, wo trotzdem mal gesehen, dass wir eine gewisse Croissance haben. Und da sind wir natürlich ganz froh darüber. Wir gesehen, dass die Mesuren, die wir den Solidaritätspack 1 und 2 geholt haben, für die Leute, für die Entreprisen auch wirklich gegriffen haben. Wie der Premier gesagt hat, wir haben die niedrigste Inflation an Europa. Und ich meine, das auch wirklich, weil die Mesuren, die wir geholt haben, auch zusammen gegriffen haben. Mesuren adressieren eine Partie wirklich von den Defien, die wir an diesem Land haben. Für mich, also an dem Ganzen, was wir hier gemacht haben, ganz wichtig, dass das Trajektoire, dass wir an der Trajektoire bleiben, die wir alles auch gehen haben, an der Koalition, die wissen, am Koalitionsakkord steht, dass das nicht mehr höher wie 30% par rapport zum PIB gehen, da das mit dem heutigen Akkord voll und ganz respektiert. Wir wollen als Zukunft nicht hypothekieren, wir bleiben da drin. Das ist für mich ganz wichtig. Die grosse Mesure, die wir dann lohai effektiv geholt haben, als Baremsanpassung und Inflation ab 2024 zu an eine halbe Tranche. Komplett Upassung ist nicht möglich, dafür ist effektiv kein Sput, das bleibt effektiv wahr. Mit dieser Mesure, mit dieser Upassung bringt natürlich ganz klar Entlastungen für die Leute, nachhaltig Entlastungen. Die Leute kriegen mehr Kaufkraft, könnt natürlich auch der Betrieber zu gut. Das ist dann eine teilweise Upassung oder Bereinigung von der Inflation. Und ich meine, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Mesure für die Leute und auch für die Entreprisen. Da feiern wir dann auch einen Steuerkredit an für dieses Jahr. Wir können au cours de route vom Jahr keine Baremsanpassung machen. Dafür feiern wir dann einen Steuerkredit an, den rückwirkend ab den 1. Januar ist. Den ist dann Hauteur von 2 Indextranchen. Das könnt dann noch die Leute so gut, sobald das an der Chambre gestimmt ist. Ich meine, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Mesure. Wie gesagt, danke, das dann rückwirkend ab den 1. Januar. Dann feiern wir auch einen neuen Kredit Tempo Klima an. Das dann ab 1. Januar 2024. Da das dann Kompensation von der CO2-Steuer hauptsächlich zugunsten von denen wir innen ob der sozialer Leder. Auch das ist eine wichtige Mesure. Und da haben wir dann ab nächstem Jahr Standalone Kredit Tempo Klima. Logement, ich meine, ich brauche nicht lange im Detail die Situation zu erklären, wir kennen sie alle gut. Die hohen Zinsen und Konsequenzen davon auch für die Leute. Der Marché ist blockiert, wir sind ein bisschen in einer negativen Spirale und dafür wäre doch wichtig für die Partner und für die Regierung, für verschiedene Mesuren zu holen, die da hoffentlich werden helfen. Die erste Mesure ist den billigen Akt. Da gibt es ein dann von 20.000 auf 30.000 Euro gesagt. Das hilft dann gezielt den Leuten, auch hauptsächlich den jungen Leuten, die sich da wollen eine Wohnung kaufen. Das gilt natürlich für die eigenen Wohnungen und nicht für die Investitionen.
Wir wollen natürlich den Mond nicht artificiell herabtreiben. Toll was für die, die sich eine eigene Wohnung kaufen wollen. Muss ich bemerken, dass heute Mond effektiv während 20 Jahren nicht angepasst ist. Dafür ist das auch eine Mesure, die uns wichtig ist. Eine zweite Logementsmesure ist dann, was Schuldzinsen angeht, d'intérêt hypothécaire. Wie die Evolution effektiv von den Zinsen gibt der Plafond von den Zinsen, den dann aufsetzen kann. Der Plafond von 2.000 auf 3.000 Euro herabgesetzt, das ist also 50% herabgesetzt. Das Maximum von dem, was den Hai aufsetzen kann. Das Mesure geht dann auch retroaktiv auf den ersten Zielen. Es kann also ob der Steuererklärung für das Jahr, also 2023, schon geltend gemacht gehen. Das ist dann auch, wie gesagt, eine direkte Reaktion auf die Augmentation von den Zinsen. Erkennt die Leute, besonders denen mit variabel dann auch zu gut. Der Premier hat es schon mentionniert, eine dritte Mesure am Logementsbereich ist dann Gestion lokativ-sozial. Den Hauptgrund, dass Wohnungspreise zu Lützeburg so hoch sind, ist, wie wir wissen, davon nicht groß genug ist par rapport zu der Demande. Wir wollen, dass mehr Wohnungen auf den Marché kommen. Dafür wollen wir das dann auch encouragieren für Leute, die dann eben edelstehend Wohnungen haben. Heiget dann de Montant vom Revenu lokativ von 50% auf 75% dann exoneriert. Eng feiert Mesure, ich meine Ministerin werden das dann auch vielleicht noch mehr im Detail dort agoen, ob der Photovoltaik, der Premier hat es auch mentionniert, hier geht es darum, die energetische Transition konkret zu unterstützen und zu akzelerieren. Ich meine, das Mesure ist wirklich auch eine Vereinfachung für die Leute, wenn man davon 10 ob 30 Kilowatt den Freibetrag dann absetzen. Was dann Tripartite-Mesuren angeht, ich meine, der Premier hat das schon erklärt, die Energie-Mesuren, die wir dann im E-Jahr weiterführen, ich meine, das ist wirklich extrem wichtig, weil der But natürlich auch bleibt, dass wir die Inflation am Griff behalten und mit der Mesure laut Stadtex-Berechnungen dann auch die Inflation von 4,8 auf 2,8% können niedrig halten oder Ruf bringen an dummer da wäre dann auch eng Indextranche reportiert, weil die Mesuren dann eben an dem Sinn auch sollen greifen. Kompensation vom dritten oder vom Index, den da soll am Hirsch fallen für die Entreprisen. Die geht dann, die Mesure lebt dann über die Mutualität von den Employeuren. Das ist den Weg, was am einfachsten ist, für das zu machen. Wir haben dann auch an der Tripartite dezidiert, dass auch für den Januar nach einem Monat dann weiter kompensiert wird. Und ich meine, das ist wirklich am Ende von den Entreprisen. Dafür ist das auch ganz wichtig. Dattersheimer ging dann auch weiter unterstützt für die Energiekosten an den Griff zu halten. Der Premier hat das auch mentionniert. Primenergie geht weiter gefordert. Das und nächstes Jahr den Äquivalent Revis an RPGH für die Personen Handicapé geht dann auch weiter gefordert für das und nächstes Jahr. Die Mesuren, die Paket, das ist natürlich als kein billiges Paket, aber wir wollen natürlich wirklich konkret abwirken, dann am Ende von den Leuten, am Ende von den Entreprisen. Wir schwätzen hier von rund 1,5 Milliard Euro, die wir dann all Jahr an die Hand holen, für das heute zu machen. Für mich stehen absolut hinter diesem Akkord. Wir machen hier etwas, was responsabel ist, wir machen etwas, was realistisch ist, wir machen etwas, was solidarisch ist, und ich meine, das ist wichtig für die Zukunft in diesem Land. Merci. Très bien, Madame.
Herr Vizepremier will da noch komplettieren, ja? Kurz, ja? Ja, merci. Ich fasse mich ganz kurz. Ich meine, den Detail von den Mesuren hu der Herren der größten Succès am Mengen anhaut nun, dass das mal gemeinsam stehen, dass man Pferdesport tun an, wo sie so ganz schwierigen Zeiten noch von eng Lichtverbesserung gesehen, der wir nicht aus Nerv verlieren, dass man Matten an einer ungewisser Zeit sind, man extrem viele Sorgen auf der Seite von den Bürger, man auch von den Betrieben. Und du hast sich das erzählt, dass man zusammen fanden, dass man können raisonabel diskutieren, weil man mit denen Möglichkeiten, die man haben, am besten können machen, die Hudetieren haben sowohl kurzfristige Mesuren geholfen, dem Kaufkraftverlust entgegenzuwirken, für die Inflation auch weiter zu drosseln. Das ist der Succès war vom letzten Akkord, den wir gefunden haben, mit Pferdesport an einer Situation zu sein, die aber ihresgleichen in Europa im Moment sieht. Und aber auch einen nächsten Schritt zu machen in Richtung von einer strukturellen Reform am Niveau von den Steuern, eine Anpassung, die mit der Keller Progression entgegenwirkt, die längst überfällig ist, auch darum, und Pferdesport den Akkord zu finden, ohne aber Zukunft zu viel zu kompromittieren. Wir sind an einem Wahljahr, das wissen wir alle gut, und wir sollen auch schon Spielraum halen, für das wird langfristig gefordert, dass für die Steuern anzupassen, auch irgendwo können sozial gerecht zu machen. Hier haben wir Pferdesport Schritt zu holen, zu summen, alle guten, auch struktureller Art, die direkt werden, die Leute entgegenkommen, aber auch den Betrieber, die nötige Prävisibilität gehen, die sie brauchen, da das was heute zählt, das ist ein ganz vielfältigen Paket an. Ich gebe für allem gerne merci so für die ganz konstruktiven Verhandlungen, die gelaufen sind. Das ist etwas, was ich immer kann erstreichen, wie gut das funktioniert. Dann ich denke, dass das was Leute sich von uns erwarten, das ist Pflicht, dass wir als seriös zusammensetzen, als Kap zusammenstrecken, dann etwas schnüren, was Kaberfaust wird. Merci. Ja, Vizepremier. Ja, merci auch von meiner Seite und all die hier konstruktiv matt geschafft haben, weil mir nicht fertig spricht, ging es so an einem Akt von einer nationaler Solidarität, an einer ganz schwierigen Situation, dafür zu sorgen, dass Lützburg gut abgestellt ist, dass die Leute an ihrer Kaufkraft gestärkt gehen, dass Betriebe Prävisibilität kriegen. Ich will vor allem auf eng zwei Mesuren angehen, noch für das zu unterstreichen, weil ich meine, die Dimensionen vielleicht noch nicht so klar aus, was verschiedene Sachen bedeuten. Und ich will aufhängen mit dem Preisdeckel, weil das sieht sich so einfach ein Preisdeckel auf sämtlichen Energieformen, den der Mensch gibt, die war ja 4 bis 23, statt die so laufen. Mit das, was sich so einfach sieht, wird dazu gefordert. Und das könnte man den Notbeschleuniger vergleichen, nicht nur, dass die Inflation niedrig bleibt als zu Lützeburg, wie dass wir heute zu Lützeburg insgesamt für die Ökonomie, für hauptsächlich die Haushalte, viel mehr Sozialprobleme mit Sicherheit gekriegt haben, wie das an anderen Ländern in Europa der Fall ist. Weil natürlich der Fett, dass man das dezidiert hatte mit der Lehrstadttripartit, das hat dazu geführt, dass wir Ruhe haben und dass wir effektiv eine extreme soziale Stabilität erreicht haben. Aber wenn wir das natürlich für das ganze Jahr 24 verlängern, wissen, dass wir noch immer an einer Situation von Unsicherheit sind, wo wir ja nicht wissen, wie die ganze Energiepreise sich entwickeln, weil das ja immens viel von der Weltmaschine anfängt, von Konfliktsituationen, die wir in der Welt tun. Dann mengen Storaus geht dafür, dass wir hier ein Instrument verlängert tun, was Lützeburg wirklich eine extreme Stabilität gibt, eine Prävisibilität gibt, dann also ein gut soziales Fundament gibt. Tut aber auch zur Konklusion, dass wir durch den Fett, dass wir das machen. Natürlich der Transition ökologique eine viel bessere Perspektive gibt wie in anderen Ländern. Weil wenn da nämlich guckt, was wir hier machen, dass wir nämlich die elektrischen Preise zum Beispiel stabilisieren, da geben wir ja ein Signal, dass für dieses Jahr und für das nächste Jahr die Leute, die zum Beispiel dezidieren, an ihren Häusern Sachen zu machen, zum Beispiel am Niveau von ihrem Heizsystem an Iwer zu schwenken, ob ein nachhaltigen Heizsystem zum Beispiel, dass die sich für das Jahr, für das nächste Jahr nicht brauchbare Decision zu machen, dass sie eine große Stabilität tun auf den Preis. Und das ist extrem wichtig, natürlich, für das man die Leute weiter ausspannen, dass die Leute auch die Garantien haben. Das hat auch einen großen Impact bei der Ökonomie. Wenn ich das so da weiß ich, dass der so eine Stadt vielleicht weiß, dass an der Baubranche, in der Handwerksbranche, der Mond richtig explodiert an den Bereichen. Das Leute aufhängen richtig Matz machen, dass Handwerker, Betriebe und Baubranche auch davon profitiert. Und da gibt man natürlich auch
durch de Fett am Anekdote machen eng ganz groß Garantie, dat an der Baubranche am Handwerk an dee Bereiche, wo der Tote muss können installiert gin, dat die nächsten 2 Jahre gut können schaffen. Also ein wichtiges Instrument niewend natürlich allen anderen, die man geschaffen fir Kaufkraft zu stärken. Und da sind ich natürlich froh, dat Finanzminister Lo kont ukënnegen. All die Mesuren, die man holen am Bereich vom Logement, weil natürlich überzeugt mein Kollege Henry Cox guckt da ist no, den aus dem Glückst Herz, weil das genau der hatte versprochen wird, singem Tisch, den gehört, singe Assis Logement, die noch rezenterweise hat, an die Regierung hört, Heimat der Sozialpartner zu summen lo, all dem Rechnungen dro wird hier noch versprochen, ich mengen dat Fried nicht immer hier mit Fried von allem die Leute, die do von der Welt profitieren an der Zukunft davon. Und dann der letzte Satz zu CO2-Steuer an zu der Kompensation. Dat wird man gemerkt tun, das sich nicht neues. Wenn wir das schon dezidiert gehabt, wie wir CO2-Steuer angefordert tun, dass 50% von der Recetten von der Steuer müssten obligatorisch genutzt gehen für den Önnechten ob der Lohnskala den Leuten denen Mann gut geht, für dass die so noch zurückgehen, nach denen geholfen wird. Das haben wir gemerkt, wie wir da gefordert haben, an der ersten Phase, das bei der zweiten Phase gemerkt gehen. Und das auch das schon dran, das verschafft an dem Kredit Energie, den taut schon geht, den nur am April auslebt mit dem Monat, den du dran hast, den er so heißt, das ganz so aufgedeckt ist, mir für das eine bessere Visibilität dafür kreieren, wird nächstes Jahr im Budget das ein separate Kredit gehen. Und das ist auch wichtig für die Zukunft von einer nächsten Regierung weiter Schritt will machen. Der Schiedfried kann nur verziehen, immer gucken, kontrollieren gehen, ob die Regierung auch jetzt Versprechen hält, dass 50% von den Recetten, die dort rankommen, muss für Sozialzwecke verdient gehen. Dann ist noch der letzte Satz über die Kleinmesure, über die Photovoltaik an den Abspeisetarif. Das klingt als wenig, wir müssen aber wissen, das ist aber nur Spuren. Das ist nur Spuren, ganz sicher auch, für die Leute, die den Schritt gemacht haben, andere dazu von der Fähigkeit, den auch noch zu machen dürfen. Unterm Strich kann ich noch so ein Hai, wo wir gut geschafft und insgesamt haben wir ganz gute Park geschnürt. Merci. Très bien, merci. Sozialpartner, wie wollen wir fangen? An der Back? Ich meine doch ganz kurz versprochen, und ich zähle noch keine Mesure mehr auf. Ich sage hier große Merci für Ihre Präsenz nach einer Geduld durch den ganzen langen Tag. Das ist ja auch wichtig, dass man keine Matelen. Für was man kochen fannen, an was die Prämisse sind, die dann laufen. Meine Organisationen sind die erfüllt gesehen, für was man dann können so mit delen den Akkord. Ich will aber vorausschicken, dass man natürlich, und das gilt auch für die Kollegen nach bei Gremium gehen den prinzipiellen Akkord holen menden, aber wir haben ein Projekt d'accord 4 Leien. 3 Prämisse waren für uns erfüllt. Da ich dann der Premierminister direkt am Anfang gesagt, das war wichtig, du überraschend ja schon nicht, den Indexbildung normal, auch 2024, das war für uns natürlich ein ganz großes Succès, dass an einem Akkord 3 Parteien sich bekennen dazu, dass den Indexmechanismus auch am Jahr 24 normal spielt und dass man ein bisschen Ruhe kriegen, wenn alles gut lebt auf dem Punkt bis 2025 und das ist eine von unseren ganz wichtigen Forderungen, die erfüllt war. Zweite große Forderung, das sind die Energiehölfen. Du hast ja mehr wie Phasing Out, wir sind immer bei einer Verlängerung, immer ganz Jahr. Das ist gut, das erfüllt auch das, was wir am Anfang auch letztes Jahr in der Tripartite immer gesagt haben. 12 Leute, bremst die Inflation auf und das ist auch ein Succès von diesen Diskussionen. Und den dritten Punkt, das ist die Diskussion rund um den Barem. Ja, du wirst da, wir hatten die Adaptation vom Steuerbarem und die Inflation gefordert. Und heute Morgen war man nicht ganz sicher, ob der Tagesordnung wird. Das ist, wir haben eure Succès, wir haben den Anfang von der Adaptation und der Steuerbarem die Lodoas. Das war ganz lange Jahre nicht der Fall. Wir haben immer viel dafür gestritten. Und das auch dank dem Druck von der Gewerkschaft muss ich sagen, dass man den Anfang von der Ajustement von Barem kriegt. Ich muss so noch ganz ehrlich, bleibt noch viel zu machen. Wir haben das auch an der Diskussion gesagt, weil das meist nicht wette gehen. Wir bleiben doch an den Gründen, wir werden weiter streiten.
bestreiten, dass nach viel Nachholbedarf. Aber wir bedauern auch leider, dass es nicht zu einem Automatismus von der Anpassung vom Barem kommen ist, dass es politisch der Wille nicht da war für führenden Wahlen an einer zukünftigen Steuerreform den Automatismus dran zu machen. Aber das wird ja da sicher eine von unseren Forderungen bleiben. Und sie bleiben auf der Tagesordnung, das nicht mal so. Auf jeden Fall an dem Kontext, an dem wir uns befanden, der ganz schwierig ist, haben wir einen Akkord, den Kaufkraft weiter stärkt, den nicht dranhält, was die Leute irgendwie den eine ganze Reihe von ganz guten Mesuren, die ich nicht mehr aufzählen, beinhaltet. Und dafür wird mir als Gremium noch nachlegen, die wieder mal zu gehen. Ich so nicht, merci. Merci. Wir haben ein Resultat von der Tripartite haut 4 Leute, war Dolinas mit den Akkorden, die wir letztes Jahr am März geholt haben, und noch am September vom letzten Jahr. Wir haben immer Lesungen vis-à-vis von den Situationen von mehr Sinn, und das ist schon ein Pummel gesagt an einer schlimmer Krise, wahrscheinlich der schlimmste Krise insgesamt, die sind in den letzten 3 Jahren durch die Lützeburg gegangen, das sind lange. Ich will direkt sagen, dass die LCGB das als guten Akkord gesagt, den wir auch nächste Woche in als Gremien werden vorlegen. Neben den Mesuren am Logement ist natürlich besonders den Energiepreisdeckel bis den 3. Dezember 2024 stehen sich die Verlängerung. Das bringt an einer imprävisibler Situation eine grosse Prävisibilität für die Leute, die hier am Land müssen in diesen Konditionen leben. Wir kriegen die Inflation gedeckelt, das den Deckel, wo muss ich froh sein, dass wir einen Kräferstadt zu dürfen. Aber wir haben anders mal klar gestaltet, dass als ein Indexsystem aufgesichert, dass voll kann spielen. Wir kriegen strukturelle Verbesserungen am Steuerbarem, die ab 1. Januar 2024 in Kraft treten, an der Höhe von 2,5 Indextranchen, die adaptiert gehen. Und wir haben für dieses Jahr ein Kredit d'impôt an der Höhe von 2 Indextranchen, denen muss sich diese Adaptation dann entspricht und denen direkte Leute dann zugute können. Neben eine Reihe von anderen Mesuren, die schon genannt sind, wie der Kredit d'impôt CO2, weil ich so, dass Prioritäten für den LCGB an dieser Tripartite erreicht sind, dass das die Kaufkraft von den Leuten stärken und durch die Hilfen, die auch in Richtung von den Betrieben gehen, die Existenzen, die Arbeitsplätze aufsichern. Ich will dummer oppassen, dass ich halt so, dass man halt als Premier konnte felicitieren für seine 50 Jahre. Und ich möchte vielmals merci für so ein Engagement will so an als Tripartitsmodell. Den als ein bisschen jung wie Eisen Premier an ich meine, das war den Person den Modell auch schon ein paar Mal tot gesucht, wenn ich die letzten 2 Jahre gucken, dann stellen ich fest, dass Lützeburg durch diese Krise bis kommt, an dem es mal gut Lesungen von tun. Und das geht du vergisst auch, an dem man den sozialen Frieden an einer schwieriger Zeit konnten aufsichern, dass das ein Kollateraleffekt von dieser Tripartite und das geht du vergisst und das sich auch nicht unwichtig für die Leute, die hier am Land leben, erschaffen. Vielmals merci. Herr Wolf. Ja, ich bin einfach, ich komme als Letzten, das ist schon alles gesucht. Ich würde wollen, das just, aber nicht ganz viel. Ja, wir leben natürlich in einer ganz spezieller Zeit. Das ist ganz klar. Ich bin da fertig, Protest als 3 Gewerkschaften eng Forderung zu stellen, kein 36. Ich meine, die Anpassung vom Steuerbarem und die Inflation, das etwas, was ganz wichtig ist. Die Anpassung, die könnt ihr da, soweit ich für Verstanden sind das 6,16%, also über 6%, die 1. Januar nächstes Jahr 2024 kommen. Das ist ja natürlich die Steuerkredite. Aber da ist auch ganz wichtig, was natürlich auch dass die Festschreiben vom Index für das Jahr 2024, dass das auch normal da soll funktionieren, dass das für uns auch von ganz großer Wichtigkeit an auch die anderen Mesuren, die natürlich mit dran sind, notamment natürlich auch die Gas-Energiepreisdeckelung bis Ende 2024, das gibt den Leuten natürlich eine Prävisibilität, die ganz wichtig ist. Ich will auch noch sagen, dass wir als CGFP als Binden werden treffen und dann auch da natürlich eine Decision darüber werden holen. Selbstverständlich vertreten wir das, wenn wir heute praktisch hier aufgemerkt haben, wird man das auch positiv vertreten. Merci. Merci. Herr Reckinger. Merci für Ihre Geduld. Vielmals merci. Ja, auch für das Patronat gilt, dass man die Tripartitsresultate
unhöllen an begräßen. De Konstat, den man als Betrieber hunn als den, dass man Zter der Lächter Tripartit aber immer méi an eng ganz schwéier Kris gerutscht sind. Ich mein, das die schwerste Krise, die man hunn Zter Jahrzehnten, das Streppsche méi schwéier wie Finanzkrise 2009 an hun war immens wichtig, dass man die Inflation zu Lützeburg bremse können. Wir hunn fir Leiit lächt Joer am September desideiert de Plafonnement vun den Energiepreise zu machen. Dat ass bei de Leiit ukom, dat huet auch gut funktioniert. Bei de Betrieber huet den Plafonnement die war ja net fir déi vir gesinn, du gowet Energien an du hast gesinn, dats déi awer hersech fir ganz grösse Betrieber do wären an net fir klenger Mittelbetrieber ukom sinn der Teech. De Betrieb huet net nëmmen seg Normalinflationun vu senge Preise die akkieft gehät min hat och d Energiepreise enke ze supportieren an huet dann an 23 2 Indextranchen an den Mindestlohnerhegung ze supportéieren gehät wat enorm schwer gëtt fir Betrieber fir dat zu stemmen an do war het wichtig, dass man hai an diesem Kader darüber agänge sinn. Am allgotten die Betrieber, die international NRW sind an engem internationalen Umfeld den auch immens schwer ass an du hast doch wichtig denen eng Prävisibilität zu gin zu gucken, hier Kompetitivität zu stärken, für die Attraktivität von Lützeburg auf dem internationalen Plan einfach zu stärken. Inflation bekämpfen, ich meine, das tun wir fertig. Das heißt nämlich, dass man durch den Preisdeckel, dadurch, dass man von 4,2 auf 2,8% Inflation hochkommen auf 24, dass man Indextranchen verrekelen, mehr hunden lo eng Prävisibilität, eng Garantie, dass man echt ning méi tschen Indextranchen können garantieren, dat als Echtens mal wichtig, dass man Prävisibilität tun, zweitens, dass es wichtig nur Bause können zu bringen, internationale Menke do können zu so, dass man op enger Platz sind, halt zu Lützeburg woen Kächte kann planen und dafür ist es gut, dass man das gemäht und dafür unterstützen wir den heiten Akkor auch. Voilà, das war voll spannend nach just ganz kurz fir op eng Kleinreaktion Di wisst dass am Oktober Wahlen sind. Das Regierung kann och net Sachen engagieren, die depasséiere geif an Anfang die nächste Regierung überhaupt gut Sputmilos wie Apps können zu machen. Da sie verschiedene Revendikationen auch von dieser Regierung, von dieser Majorität 7 oder 8 führende Wahlen irresponsabel gewicht, weil man die giffen Hölle, wenn wir giffen am Anfang die nächste Regierung machte man nervös schon ganz klein machen. Voilà. Sie frohen? Ja. Moyenne, Joseph Gaulier, l'essentiel. Une question peut-être pour Madame Bacchus. Il y a quelques semaines, vous aviez annoncé qu'il y aurait des allègements fiscaux d'ici dans l'année. Je voulais savoir si cela était inclus, si c'était compté dedans ou si c'est en plus. Merci. Je crois que oui. C'est très clair avec un crédit d'impôt cette année, avec le nouveau barème, tout passons von barème, wie sind le français, adaptation du barème à l'indexation, voilà, que ça, c'est la réponse. Voilà, merci. Van dit is ons alle goede merci en bis next.